Die Luft war noch feucht von Sternen, und der Ruf zum Feier hatte den Himmel noch nicht berührt. Aber ich war bereits wach, nicht aus Angst, nicht aus Hoffnung, sondern wegen eines Zwecks. Er sprach kein Wort, als er kam. Er tut das nie, wenn es zählt. Er senkte nur den Blick und stellte sich neben mich. Ich sprach die Verse, die meine Mutter einst bei Sturmlicht flüsterte. Ich legte meine Hand auf den Stein, aber die Wand blieb still. Nicht für Blut, nicht für Abstammung. Er fragte nicht, was er sagen soll. Er fiel einfach in Sujud, und die Luft veränderte sich. Nicht laut, sondern ehrfürchtig, als hätte etwas Altes angefangen, zuzuhören. Der Stein wurde weich, nicht zerbrochen, nicht gesprengt, nur geöffnet, als hätte er gewartet auf jemanden, der keine Macht wollte, nur Wahrheit. Wir stiegen hinab ohne Licht, nur mit dem Echo des Atems und einem Vers, der in uns beiden lebte, und wir machten diese Welt zu einer Prüfung für die Gläubigen. Wir brachen nicht ein, wir kehrten heim,